Die Straße vor dem Millowitsch-Theater war schon gestern Morgen um 11 Uhr voller Menschen. Alle warteten darauf, persönlich Abschied von Willy Millowitsch nehmen zu können. Viele waren schon mehr als eine Stunde vor Öffnung der Theatertüren hierher gekommen. Man hat ihn ja über Jahrzehnte gekannt und seine Spielart verfolgt, und das war ja schon enorm. Und da finde ich, sollte man auch den letzten Weg gerade als Kölnerin hierhin finden. Vor der Tür hatten die Fans von Willy Millowitsch schon die ganze Nacht über Blumen niedergelegt. Am Vormittag wurden dann zunächst die Fotografen und Pressevertreter zum aufgebahrten Willy Millowitsch vorgelassen. Den ganzen Tag über hielt jeweils ein Mitglied des Schauspielensembles die Totenwache. Theaterchef Peter Millowitsch erklärte, warum man Willy Millowitsch an diesem ungewöhnlichen Ort aufgebahrt hatte. Ich denke, das erwartet die Kölner Bevölkerung. Das ist die Wirkungsstätte. Hier hat er weit über die größte Zeit seines Lebens gearbeitet. Und wenn er aufgebahrt werden muss oder soll, dann doch wohl hier im Theater. Einen anderen Ort kann ich mir gar nicht vorstellen. Ab 12 Uhr mittags strömten dann Millowitsch-Fans aus nah und fern zum offenen Sarg, um Blumen niederzulegen, Willy Millowitsch einen letzten Gruß zu entbieten und sich ins Kondolenzbuch einzutragen. Bis zum Abend blieb das Theater geöffnet. Rund 10.000 Menschen nahmen diese Gelegenheit wahr, Willy Millowitsch ein letztes Mal zu sehen. Krautmacher. Ja, wird nachher neben ihm rechts Janus Fröhlich. Wir werden sie nachher noch sicher größer sehen. Aber vielleicht auch noch das Verhältnis. Hey Luis, ganz kurz. Jetzt kommt Oberbürgermeister Norbert Burger, an seiner Seite Gerda Millowitsch, die Familie Millowitsch, Peter Millowitsch und seine Frau. Der Saal hat sich erhoben. Es ist also die Millowitsch-Familie und die ganz, ganz engen Freunde. Ich sehe Klaus Böhle, der als Karikaturist Willy Millowitsch in allen Lebenslagen karikiert hat. Nett, freundlich, angenehm. Der wie kein zweiter Karikaturist den Menschen Willy Millowitsch ebenso wie den Künstler mit Was für eine Rolle bist du nicht irre gehört? Auf Bühne, auf Level, hast dich nie so geknallt. Vom Etappenhaus zum Theaterfuchs, vom Lebe jung zum Unikum. Ärmstest jeden Abend neu den Majestät hört Publikum. Willy, was mit Köln ohne dich? Willy, mir all vermisse dich. Willy, du hast uns zum Lachen gebracht. Danke für den Ehrenabend. Mehr als 30 Jahre danach wird wieder ein Kölner Ehrenbürger im Dom verabschiedet. Auch Willy Millowitsch spielte nicht nur in Köln eine Rolle. Deshalb läuten die Glocken heute für ihn.
seinen Humor gewürdigt, aber auch einen sehr ernsten, sehr nachdenklichen Menschen. Jetzt gibt es Applaus hier auf dem Platz. Einen letzten Applaus für Willy Millowitsch, dessen Sarg jetzt hier vom Platz gefahren wird. Weihbischof Hofmann hat auch von einem sehr gläubigen Katholiken gesprochen, der untrennbar mit dem Dom und mit der Stadt Köln verbunden war. Der Trauerzug, voran der Sarg, dann gefolgt von der Familie, dann der Weihbischof, dem Ministerpräsidenten und dem Oberbürgermeister von Köln, macht sich jetzt auf den Weg durch die Kölner Innenstadt, vorbei am Millowitsch-Theater und zum Friedhof Melaten. Und es ist der Applaus der Kölner hier auf dem Domplatz, der Willy Millowitsch begleitet auf seiner letzten Reise durch die Stadt. Und genau so hat es sich die Familie Millowitsch auch gedacht, dass die Kölner hier am Straßenrand noch einmal Gelegenheit haben sollten, Abschied zu nehmen von ihrem Willy Millowitsch. Und damit erst einmal zurück ins Studio. Hier haben sich natürlich die meisten Menschen versammelt, das ist klar. Es ist Einkaufssamstag. Dort geht es an den Einkaufsstraßen vorbei. Dort stehen die Menschen dicht gedrängt und wahrscheinlich auch gleich am Theater in der Aachener Straße. Es ist gemutmaßt worden, warum gerade Sonnenblumen den Sarg schmücken. Viele hatten damit gerechnet, dass es weiße und rote Blumen sein würden, also die Farben der Stadt Köln. Aber die Familie hat sich eben für Sonnenblumen entschieden und ich finde, es war eine gute Wahl. Es gibt dem Ganzen Aachener Straße. Und dann ist geplant, dass hier die Fahrzeuge für einige Minuten verharren, sich sammeln und dass eben dann Willy Millowitsch Abschied nehmen kann von seinem Haus, von seiner Lebensmitte, von seiner Bühnenmitte. Rainer und Louis, es sieht so aus, als wenn im Moment die Menschen auf die Straße treten, quasi ganz nah ran an den Wagen treten wollen. Wie viele Jahre ist er hier aufgetreten auf der Bühne? Er hat 60 Jahre auf dieser Bühne gestanden. Applaus für... Ja, ein letzter Applaus für Willy Millowitsch. Brandet jetzt auf hier vor dem Theater. Es fliegen Blumen auf den Leichenwagen. Die Menschen sind herangetreten, sie haben die Gitter einfach nicht beachtet. Willy-Rufe. Wir lassen das einfach mal auf uns wirken. Ein letzter brandender Applaus für Willy Millowitsch. Mehr als 60 Jahre, haben Sie gesagt, Reinhold Louis steht er hier. Es bewegt Sie auch. Ja, sehr eigentlich. Ich bin ja oft genug hier gewesen. Und eigentlich der Beifall, der jetzt aufbrandet, das ist der Beifall gewesen, den wir immer während der Vorstellung und nach der Vorstellung ihm und seinem Ensemble gespendet haben. Das darf man nicht vergessen. Mit Willy Millowitsch, ja, ein Stück Theaterdynastie aus Köln, das Oberhaupt gewissermaßen, geht weg. Zum Glück ist der Peter da und setzt die Dynastie Millowitsch in der 6. Generation weg. Das ist ja nicht nur der Mensch Willy Millowitsch und der Schauspieler, der geht, sondern auch der Theaterprinzipal, der Chef eines großen Theaterclans. Wir lassen diesen Applaus auf uns wirken. Die Leute abhalten, hier so früh zu laufen. Thomas Heyer, wir haben ja heute Morgen im Rathaus die Trauerfeier erlebt vor geladenen Gästen. Aber ich glaube, der Willy, wenn er jetzt aufstehen könnte, dann würde er sagen, das ist Glück. Das war sein Publikum. Das war sein Publikum. Das hätte er sich gewünscht. Heute Morgen hatte man es manchmal, ja, er spürt den Applaus nach den Höhnern zum Beispiel. Hat sich keiner getraut. Keiner hat sich getraut. Leider. Ja. Leider. Aber hier sind sie die Menschen, die trauen sich. Und die trauern und die trauen sich, ganz genau. Ja. Ja, auch das Krieg und das andere, das lag, ja, die Kölsch gemacht. Hatte gesungen ein Lied seiner Schwester. Ich kann es noch mal sagen. Schönes Lied. KWM 11, Sie sehen, in Köln ist alles möglich. 11 ist seine Hausnummer, WM Millowitsch.
Das hat das Bestattungsunternehmen fein hinbekommen. Ja, aber da haben viele mitgewirkt, glaube ich. Er will nicht aufhören. Der letzte Applaus für Willy Milovic vor seinem Theater, vor seiner Lebensmitte. Jetzt brandet er noch einmal auf. Der Wagen, der Leichenwagen mit Willy Milovic setzt sich in Bewegung. Der Oberbürgermeister der Stadt Köln, Norbert Burger. Hier sieht man, dass direkt hinter dem Sarg von Willy Milovic Gerda Milovic geht, neben dem Oberbürgermeister der Stadt Köln, Norbert Burger, der sie stützt. Dahinter Marile Milovic und Katharina Milovic, die Familie. Peter Milovic ist rechts zu erkennen. Herr unser Gott, dein sind wir im Leben und im Tod. Wir bitten dich, segne dieses Grab und führe deinen Diener Willy Milovic, dessen Leib wir hier bestatten, zur Auferstehung und zum Leben. Uns aber stärke im Glauben an das unfassbare Geheimnis des Lebens in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Neben Gerda Milovic und Oberbürgermeister Norbert Burger steht der Lieblingsenkel von Willy Milovic, Johann Kaspar. Zu fragen, das war traurig. Ne? All die Menschen, die dazu geguckt haben, das war sehr traurig und sehr schön dazu. Ne? Denken Sie, es hätte ihn gefreut, so wie das gelaufen ist? Ja, so war auch sein Leben jetzt, wie es so dahergebracht ist. Glaube ich schon.
Was haben Sie besonders an ihm gemocht? Alles, seine Fröhlichkeit, war immer nett zu allen Leuten und überhaupt, es fehlt irgendwas jetzt in der Stadt, ne? Er war in gewisser Hinsicht ein kleines Vorbild für mich. Deshalb bin ich auch hier heute, das muss ich sagen. Wir waren schon um 8:30 in der Kirche drin und haben vorne direkt am Altar gesessen. Also war würdig für ihn. Ich glaube, wenn Willi heute hier wäre, er hätte es nicht anders gewollt. Vor allen Dingen, was ich auch sehr passend fand, das war im Rathaus auch, wie die Höhner gesungen haben. Das fand ich wunderbar, wirklich. Also fantastisch. Ich bin innerlich sehr, sehr traurig und eigentlich auch fassungslos ein bisschen. Aber hat uns, wie soll ich das sagen, hat mir über manche schwere Stunde hinweg geholfen mit seinem Frohsinn, den er um sich verbreitet hat. Auch selbst, wenn er selbst oft sehr krank war. Und, aber immer hat er Haltung bewahrt und ja. Ich komme aus der Altstadt, wohne zwar hier nicht mehr, aber ich bin extra deswegen hergekommen. Der gehört wie der Dom hierhin. Dankeschön. Er war für mich ein großer Lehrmeister, mein künstlerischer Vater sozusagen. Ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt und ich vermisse ihn sehr. Was war er für ein Mensch? Nicht immer lustig. Auf der Bühne ein absoluter Profi und hat uns alle immer zum Lachen gebracht. Und hinter der Bühne sehr kritisch, sehr diszipliniert, ein Vollprofi. Ich bin traurig. Mir steckt der Tod meiner eigenen Mutter noch in den Knochen und ich weiß, wie das ist, wenn man jemanden verliert, auch wenn er so alt schon ist wie Willi war. Meine Mutter war auch 90. Ich bin mit Marile befreundet und ich kann mir vorstellen, wie es in ihr aussieht. Mir hat sehr, sehr gut gefallen und mich abgelenkt von allem Traurigsein die wunderbar kluge Rede von Jürgen Flimm. Und weinen musste ich gerade dann doch, wie im Dom gespielt wurde auf der Orgel. Ich bin eine Kölsche Jung. Ich bin doch eine sentimentale Liese. Das geht mir in die Knochen. Und daran sehe ich, dass sie ihn so sehr lieben hier, dass sogar Konventionen hinfällig werden und dass man Schlager im Dom spielen kann. Und dass das geht, das zeigt mir wieder, ich lebe in der richtigen Stadt. Wie werden Sie ihn in Erinnerung behalten? Als einen sehr melancholischen, grantigen, oft sehr schlecht gelaunten Menschen, der ein großes Talent zur Freundschaft hatte, der viel treuer war, als wir alle mit ihm waren. Er hat angerufen, er hat geschrieben, er hat immer wieder erinnert, dass er uns gern hat. Und ich schäme mich jetzt, dass ich das nicht öfter erwidert habe. Wir Jüngeren haben immer so viel zu tun. Willi saß zu Hause und hätte sich gefreut, wenn wir öfter mal nicht nur bei seinen Premieren gewesen wären, sondern auch so nach ihm geguckt. Ich war mehr mit seinen Kindern befreundet als mit ihm. Aber ich habe ihn nicht als Spaßmacher und ewig lustigen Vogel in Erinnerung, sondern als einen, der weiß, dass das Komische 2 Stunden auf der Bühne ist und danach kommen die Nächte, wo man wach liegt und traurig ist und denkt, habe ich wohl alles richtig gemacht. Das habe ich heute sehr gespürt. Herr Biolek, wie haben Sie die Trauerfeier empfunden? Ja, als sehr würdig und vor allem als sehr willigemäß, dass da so viele Menschen waren und dass die sogar nach der Predigt des Weihbischofs applaudiert haben. Das ist ja eigentlich sonst nicht üblich in Deutschland, in Italien, ja, aber bei uns nicht. Aber ich fand, das passte sehr zu Willi. Und auch als der Sarg dann jetzt hier losfuhr, das Auto mit dem Sarg, da haben die auch applaudiert. Und so ist es. Willi hat immer von den Massen gelebt, von seinem Publikum. Klar, die Freunde, das war auch sehr wichtig, dass die da waren. Wir haben gerade mit Frau Scheidenreich darüber gesprochen, wie oft er angerufen hat, wie er Postkarten geschickt hat. Das war schon mehr als nur ein Kollege. Aber wir allein, das wäre es nie gewesen. Es musste das breite Publikum auch da sein. Das war schon, er hätte sich sehr gefreut. Hat ihm gefallen? Glaube ich, ja. Okay. Wie behalten Sie ihn in Erinnerung? Als einen sehr warmherzigen, humorvollen Menschen, einen angenehmen Kollegen, der mir gegenüber und den Leuten, die ich kenne, nie den Star raus hat hängen lassen, sondern das war immer sehr, sehr herzlich, sehr, sehr angenehm.